Terpsenje. Welkom ten Terpsenje. En dan deunt, en wat van een land u best, en dan deunt, wat voor de tijd u dat checkst, daaruit weiter, God is dicht bij die. En deze tijd, beim Terpsenje, wel wie krijgt dat dan? We willen Terpsenje met die, we laden die aan, stem aan. Check nicht bis zu, sing met, so gehört aus die Kurs. Gott ist ein Gott, der hier geloofd wordt. En du darfst het dien hem aldag uitstehen en dien hart aanwenden naar God. We laden je aan, diene genood directe voor mij, Gottes genood directe voor die. Jesus, du bist gut, du hast mir gerat, deine Gnade direkt für mich. Du bezahlst deine Schuld, was ich trauen soll, deine Gnade direkt für mich. Jesus, du bist gut, du hast mir jeder Tag, deine Gnade direkt für mich. Du bist immer bei mir, auch wenn ich mal versei, deine Gnade direkt für mich. No, Halleluja, deine Gnade direkt für mich. No, Halleluja, deine Gnade direkt für mich. Jesus, du bist gut, du fällst mir jeder Tag, deine Gnade direkt für mich. Du bist ein Haus für mich, und es steht für alle Zeit, deine Gnade direkt für mich. Oh, Halleluja, deine Gnade direkt für mich. Halleluja, Halleluja, deine Gnade direkt für mich. Halleluja, Halleluja, deine Gnade direkt für mich. Halleluja, Halleluja, deine Gnade direkt für mich. Deine Gnade direkt für mich. Deine Gnade direkt für mich. Ja, Jesus, du bist Gott alle Zeit. En deine Gnade direkt für uns Menschen uit einer Kraft schafft wie nicht, Jesus, aber du bist Gott. Und wir preisen dich dafür. Norbert, wir sind jedes Mal froh, wenn das wieder jetzt mit der Geschichte.
En ik weet niet wie die dat deed am Bildschirm, aber ik zie gespannt erop wat Norbert ons van der vertalen wordt. Ich möchte eine Geschichte vertellen, weil wir kennen. Hast du mal geprüft, für eine Zeit lang, die ihre Tete hören, oder Tete bringen, einfach dort ganz dies, das fertig? Ich möchte Ihnen eine Geschichte vertellen von einem ganz blinden Mann. Wenn du die ihre Tete hast, kannst du die allerhand verstellen, wenn du hast mal gesehen. Das Mann, der hat das wahrscheinlich niemals gesehen, wenn der Blärm nicht sagt, wenn der Sohn nicht sagt, wenn der Kinder nicht sagt, der war vielleicht echt am Spiel dabei einmal. Er kann sich nicht nur verstellen, wenn alles nicht sagt. Das Bartimäus, der sagt an eine Gas, wo gleich da ziemlich viele Menschen vorbeigehen. Einmal war da hier einmal, dass er kam, er half, denkt ab am te prachen. Wenn es dort geht, wo Jesus lebt, hat ein blinder Mann gesagt, er wird ganz von anderen abhängig. Der kann nicht arbeiten, der kann kein Geld verdienen, der kann keine Familie unterhalten, nichts. Eines Tages, hier das Bartimäus, hat du wahrscheinlich ein ziemlich Jeremurjäuf und viele Menschen hier weiß werden. Hey, war neugierig. Was ist du? Wer kennt du? Das wir was Fremdet. Ich nahm sie dann endlich mal die Zeit und sagte dem, weißt du was? Jesus von Nazareth, der kommt du vorbei. Hey, war leicht ein Schätzchen. Wer ist das Jesus doch mal? Wenn es den Nummer hat, wahrscheinlich auch mal hier. Und das war Löder. Na, auf einmal reibt er, sagt er, das Jesus, du sind Davids. Hab Mitleid mit mir. Kijk mal hier, hab Mitleid. Stell seine. Jesus will nicht von dir. Am wird von allerhand beschwächt. Er soll abhören mit Jesus Therapie. Das gab an dem Bartimäus ein Adrenalinzufuhr. Nicht recht in meiner Merten, der schreckt bloß nach Philida. Jesus! Du sind Davids, hab Mitleid! Jesus hält still und sagt, von wo ist das gekommen? Und sagt er, lass dem nur mitkommen. Und das Bartimäus ist nur recht recht, dass er nur Jesus kommen darf. Leute, er sogar seinen Mantel durchlegen, dass wir am nicht kriegen dürfen. Er bloß ab und nur Jesus. Was er dann dich bei Jesus wir, was er wahrscheinlich ganz steil gestanden hat, vielleicht mit geteiert, mit abgerechnet was. Was wird Jesus mit mir drin? Wird er mir nicht helfen? Die Menschen, die Raum, die murmeln, die auch mit Raum. Dann fragt Jesus den nach, du, Bartimäus, was machst du da für die da? Ich würde glauben, das ist eine aschelige Frau. Wenn Jesus festgekriegt, was will der Bartimäus? Der will ja seine kennen. Aber Jesus schafft ihm hier die Gelegenheit hat, singen Glaube einmal zu bekennen. Einmal zu sagen, Jesus, ich mag seine kennen. Dann sagt Jesus zu dem, den Glaube auf die Halbe, du bist gesund. Als wir sehen, ihr dann aufmerken, sagt Jesus, du fährst Stunde. Und ich schaue mir so vor, der wird ihm angefremdelt hat. Jesus nimmt diesen mit, Bartimäus hängt am heran. Eine Sache, die ich hier unbedingt noch rütt habe, ist, Bartimäus, der kann nicht mit seiner leiblichen Ehe sein, der wird blind. Was der dort in unserem Leben, wenn wir Sinn haben? Wenn wir Sachen erlauben in unserem Leben, in unserem Hort,
wat wie ganz schnell weiter der darf wir nicht lernen. Das sei wie bei den ersten Menschen, Adam und Eva. Die verstärken sich, als Gott mit ihnen spazieren will. Und sie haben ein schlechtes Gewissen, sie schämen sich. Und das ist auch bei uns, wenn wir Sünden uns hat erlauben, dann wird uns das nicht schein. Dann sind wir nicht mehr mürdig, dann sitzen sie uns anders blind. Dann können wir Jesus nicht wirklich sagen, wer ist Jesus? Was haft er für uns? Und das wünsche ich dir und mir, wenn wir Sünden in unserem Leben haben, dann wollen wir die bei Jesus bringen. Und so ist das Bartimäus, du mit ihnen leiblich übersäunen können, so wollen wir dann noch weiter die Welt entdecken, wie wunderbar alles ist. Ich möchte noch mit dir beten. Lieber Jesus, Dankeschön, dass du von dir hier bist. Danke, dass du gerät bist. Danke für diese Geschichte von Bartimäus. Du hast damals geholfen, dass er war seinen Wort, der seinen Glaube. Uns Glaube für ist, so erklären Jesus. Verzeih das bitte. Halt mich, dass wir sind, wenn in unserem Leben ist, für die bringe ich gerne, dass du uns Heilung schenkst und dass wir die erkennen können, Jesus. Bitte sehen, dass jeder kennt, in den Namen. Amen. Du bist Sodem, du bist Licht, wann du redst, Wort wird nicht. Du bist gröt, du bist mächtig, wie diesen toller Welkum. Du bist Schönheit, du bist Wahrheit, wann du redst, Wort wird nicht. Du bist Vater, du bist Gott, du hast Fried, wann du hier bist. Mein Hort heeft die Nummer hier. Meine Seele singt deine Ehe. Mein Hort presst die Nummer lüt. Meine Seele stunden deine alles ist dient, alles ist dient, alles ist dient, alles ist dient. Du bist Schönheit, du bist Wahrheit, wenn du redest, dann hier ich dich. Du bist Vater, du bist Gott, wann du bist, das Fried. Mein Hort heeft die Nummer hier. Meine Seele singt deine Ehe. Mein Hort presst die Nummer lüt. Meine Seele stunden deine Ehe.
alles es dient, 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 alles es Alles es dient Jesus. So haben wir das gesungen, so haben wir das bekannt mit uns Mühen. Weil Jesus, wie Leute, die nur nanntje in ons Leben, ons Hort. Und vielleicht erkennen wir Dinge in unserem Leben, wo wir sagen, du sei wie blind, das ist Bartimäus, du kannst wie nicht sein. Du ist Sünde, was uns tranen tät von dir. Du ist Sünde, was uns tranen tät von unserem Mitmensch. Heiliger Jesus, du wohnst in uns und du kannst es aufdagen. Du kannst uns das wiesen. Du lässt uns nicht allein damit. Sondern du schenkst uns dann auch die Kraft, das anzupacken und zu bekennen und zu sagen, ja, hier sehe ich blind. Aber du bringst Licht in mein Leben. Und Jesus, wir beten das nu für einen jeden, der hier tätig vor dem Bildschirm. Und dann was von dem Land und dann was von dem Hintergrund. Und dann was diese Person gerade bewegt. Jesus, du bist du bei dieser Person. Und Heiliger Jesus, berühr du uns. Berühr du einen jeden. Dass wir verändert wurden, haben nach dem Bild Gottes, immer mehr und immer mehr. Und dass deine große Liebe, oh Gott, durch uns Leben nachschälen kann in dieser Welt. Und dass noch viele Menschen, das ist Bartimäus, was das so nicht kennen. Dort ist uns Gebet von dir, das ist uns Gebet jeder Tag. Wir richten uns ut nur die, allmächtiger Gott. Ist von Gott, fällt du das in Ruhm, die Gnoden leih, der rechten Zeit. Heilig ist von Gott, fällt du das in Ruhm. Kraft, dine Wesse zu verkommen, wie seien herrlich, du bist herrlich, würdig, du bist würdig, du hast die ganze Welt gemerkt, in dort Welt oppresst die, wehens du bist Gott. Herrlich, du bist herrlich.
du bist helig, würdig, du bist würdig. Du hast die ganze Welt gemerkt, in dort Welt opprest die, wehens du bist Gott. Helig, du bist helig, würdig, du bist würdig. Du hast die ganze Welt gemerkt, in dort Welt opprest die, wehens du bist Gott. Om Kreuz op Golgata såg vi en löv det ans försont med Gott. Om Kreuz op Golgata såg vi en gnod det ans försont med Gott. Durch dine Leib om Kreuz har vi leve, Jesus, durch dine gröte gnod så vi fri. Du nimmst unser Twivel weg, du nimmst wat uns hart bedrängt, für all unsere Schuld, für all unsere Schwachheit, starrst du am Kreuz, en Stund war der Hab. Du nimmst unsere Lust weg, du nimmst wat uns dran von dir, für all unsere Schuld, für all unsere Krankheit, starrst du am Kreuz, en Stund war der Hab. Am Kreuz auf Golgatha såg vi en löv det ans försont med Gott. Am Kreuz auf Golgatha såg vi en gnod det ans försont med Gott. Durch dine Leib am Kreuz har vi leve, Jesus, durch dine gröte gnod så vi fri. Du nimmst unsere Twivel weg, du nimmst wat uns hart bedrängt, für all unsere Schuld, für all unsere Schwachheit, strafst du am Kreuz, en Stund war der Hab. Du nimmst unsere Lust weg, du nimmst wat uns dran von dir, für all unsere Schuld, für all unsere Krankheit, starbst du am Kreuz, en Stund war der Hab. Jesus, 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 Dankeschön, Jesus, 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 Dankeschön, Jesus. Du nimmst unsere Twivel weg, du nimmst wat uns hart bedrängt, für all unsere Schuld, für all unsere Schwachheit, starbst du am Kreuz, en Stund war da. Du nimmst unsere Lust weg, du nimmst wat uns dran von dir, für all unsere Schuld, für all unsere Krankheit, starbst du am Kreuz, en Stund war da. Zoals we het am Anfang met het programma dat Leute zingen, die Gnade, die reikt für mich. Wir leben in einer Zeit, in der die Gnade von Jesus Christus aktuell ist.
Wir zijn ook immer weiter, wie de Menschheit mit dieser Genot umgeht. Und der leicht vor dich nimmt. Vielmals, wie habe ich Genot? Das wird sich all weiter gelegt bei ihr. Das wird sich all weiter berechtigt. Doch nicht immer das dort. Diese Genot, in der wir uns befinden, diese Genotenzeit, in der wir uns befinden, dort ist nicht eine billige Genotenzeit. Dort ist eine Zeit, wo Jesus dort so viel gekostet hat. Genot verdeutlicht sich. So, wenn es Genot ist, dort heu mir radet det, dort bedient nicht, dort ich dann gehen kann und tun kann, was ich will, heu wird je mir noch weiter gnädig sein. Ich will von dir über das Thema reden, dem Kostenpreis, Jesus sein Jünger zu sein. Jesus nutte Fall, das kann ich noch einfach gesagt. Dort haben wir all seine im Neuen Testament, wo Jesus die Jünger abfordert, am nutte Fall. Dort gar nicht nur einfache Angelegenheit wie, die Rückforderungen Jesu nutte kommen. Und das von der auch noch immer so. Leicht fing wir dort mit der Genot so, dort Jesus ist schuldig, all meine Situationen zu lösen, all meine Probleme zu klären. Und doch ist er nicht verantwortlich dafür. Aber leicht wie dort, wenn er Genot hat, dann ist er verantwortlich, meine Probleme zu lösen. Vielmals wird das Beispiel gebraucht, dort wir uns alle ganz viele Leute, und wir sagen auch mit uns, wenn wir Jesus an uns stehen lassen, dann führt er uns. Ich glaube, dort ist nicht ganzes dort. Jesus gibt uns allen Rot. Für die Route wird wie vorher sagen. Der gibt uns alle Richtlinien an. Aber der wird nicht uns Stier in der Hand nehmen. Die Verantwortung hat er uns übergeben. Wir haben eine Abkuh, wir sollen verantwortlich sein, mit dort, was er uns anvertraut hat, damit wir uns leben, dem nur utrechten, was er uns in seinem Wort lehren hat. Genot ist, dass er uns raten kann, in das, wann wir nur ankommen. Radet ja wir uns nicht selbst. Aber wenn wir geraten worden sind, dann haben wir eine doppelte Verantwortung, vielleicht noch mehr. Weil Jesus lehrt uns in seinem Wort, wer weit Geld zu tun und der dort nicht, dem es dort sind. So, wenn wir all was von der Genot mit sich haben, dann ist unsere Verantwortung dem nur geraten, dass wir dort leben, was er uns durch seine Genot in seinem Wort lehren hat. Und ich will einen Aufschnitt lesen dort, den wir in Lukas Evangelium Kapitel 14, 25 bis 33 finden. Du sagst dort so, du ging viel falsch mit ihm mit. Und heute dreht sich und seht an, wenn irgendwer nur mitkommt und nicht sein Vater oder seine Mutter oder Frau und Kinder und Bruder oder Schwester versteht und sogar sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir notkommt, kann nicht mein Jünger sein. Wenn von Jünd wer würde ein Turm bauen, würde sich nicht erst Hansate in der Koste überrechnen, zu sein, ob er das auch betonen kann. Dort er nicht, wenn er erst den Grund gelegt hat, Utfunk, dort er den nicht vor dich bauen kann, und da dort sage, dann Eva am Spotte wurde und sei, das Mann fängt an zu bauen, aber können dort nicht vor dich merken. Oder wo würde da ein König sein, der einen anderen König kriegen will,
die sich nicht irgendwo dolsate en sich dort evaluieren. Of hij met 10.000 jaar in dem gehen können, die nur am Schein mit 20.000. Und wann nicht, dann schickt hij den, wann der noch weit auf ist, Friedensdreher und jenen sich zu vereinigen. Jerot zei okay, wer sich nicht von alles losmerkt, was er haft, kann nicht mein Jünger sein. Was scheint es für ein Hort Wort an zu sein von Jesus, nachdem dat wir ja gesungen haben, dat er Genot über alles hat. Wie groß ist seine Herausforderung hier, die uns dort einfach Glück sagt, wenn du nicht reut bist, dit oder dort aufzugeben, dann kannst du nicht mein Jünger sein. Auch wenn seine Grund noch so groß ist. Er handelt aber durch dem, dass er gnädig ist, nicht mit dem Sinn. Der Sinn ist niemals bei ihm ein Thema, wo er mit schachern kann, weil er ein heiliger Gott ist, der die Herrlichkeit nur streben tät. Und das, worum er uns abrufen tät, dass wir auch selber so sein als er. Was will er uns hier sagen? Du wir doch in derselben Bibel auch lesen, wo wir rückgefordert sind, einander zu leben, einer vom anderen durchzusetzen, zueinander zu hören, uns jenseitig zu ermutigen, zu stärken. Hier sagt er, wer nicht reit ist, seinen Nutzen zu verstehen, meinethalben, der kann nicht mein Jünger sein. Wie kann man das verstehen? Ist das nicht ein wahrer Spruch, was Jesus sagt, man der uns in eine stehen abfordert, zueinander zu hören, und hier sagt er, wer an den anderen fester hält als an mich, der kann nicht mein Jünger sein. Hier redet Jesus von unseren ganz nutzten Menschen, der uns dort ganz dichte bei sind. Ich stelle mir so vor, wo er nicht weiß, dass uns dort ganz am dollsten weiterhin wird, wann er sein sagen wird. Matthäus, der braucht den Ausdruck ein klein bisschen anders, aber das ist selbst ein Aufschnitt, was uns vielleicht ein bisschen helfen kann, das ein bisschen nur das zu verstehen, wo er sagt, wer Vater und Mutter mehr rechnet als mich, und wer Sohn oder Tochter leibhaft als mich, der kann nicht zu mir hören. Ich glaube hier festzustellen, dass der Schwerpunkt liegt hier ab mir. Alles, was die wichtiger ist als Jesus, trennt die von ihm, auch wenn da noch so viel genug ist. Er hat niemals versprochen, dass er uns was im Himmel nennt schüve. Er hat uns versprochen, dass er uns alles geben wird, was wir brauchen, dass wir durch Hand kommen können, wenn wir am Welle nur fallen. Aber wenn wir Sachen im Leben haben, wenn wir Menschen im Leben haben, die uns mehr wert sind als Jesus, dann sind wir dort nicht wert. Seine Jünger zu heute. Das ist eine Angelegenheit von Prioritäten. Was ist uns wichtig im Leben? Sind wir bereit, auch wenn uns das was kostet, Jesus noch zu fallen? In einer anderen steht, fordert er die Notfallung so rüht, wo er sagt, der Fas, der habe er Nasta, wo der sich anleihe, wo der schluppig an, wo der sich verbüßte. Doch die Menschen sehen, haft das nicht. Weißt du, lieber, du hangst, wo die Fass ist, oder weißt du, Jesus noch fallen? Wenn wir Jesus noch fallen, dort hat einen Preis.
Dat heeft een verantwoording. Die hij aan ons neergelegd heeft, die wij uit te vieren hebben. Die verantwoording, die viert zijn genade niet voor ons uit. Die kan wij uitvieren, wils hij ons die anvertrouwd heeft. Ik geloof, hij wil ons hier onmisverständlich mitteilen, dat we niet geloven zullen, een recht te hebben, ons als Christen uit te geven, en aber niet naar dem dag voor dag leven te willen, wat zijn woord ons leren deed. So, we kunnen ons maar als Christen uitgeven, wanneer we rijdt zijn, den prijs voor de nachfolge op ons te nemen. Dat schriet. Ohne dat schriet op ons, is dat allmählich Jesus zijn nachfolger te zijn. We verkommen es ons toch zo, dat we hier in Christen zijn, aber dem nächsten Moment ook hier in dem nur ranen, wat de Welt ons beide deed. Dat is met de genade spelen. Wenn wir das Reich Gottes von unserem menschlichen Sicht her betrachten, dann können wir feststellen, dass das Reich Gottes ein Reich ist, das im Bett abgetrokken ist. Das scheint für uns Menschen an so, das Reich Gottes dreht überrasch. Woran kann das so sein? Weil wir das nicht von unserer Seite her als Menschen betrachtet haben. Wenn wir das Reich Gottes richtig sein wollen, dann müssen wir das von Gott seine Seite her betrachten. Und nämlich, wo wir uns in sein Wort nennen lassen, durch sein Wort zu erkennen, was ist das Verständnis von sein Reich. Jesus lehrt uns das sehr klar, dass das, was von der Welt ist, das bleibt für die Welt. Und das, was vom Geist ist, das bleibt für den Geist. So sagt er dort zu Nikodemus in Johannes Kapitel 3, Vers 6 und 7, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Lot die dort nicht wundern, dass ich die sei jemand vom Nien geboren wurde. Wer Jesus noch fallen will, der kann nicht einmal an sein eigenes Leben festhalten. Wer an sein eigenes Leben festhalten will, sagt Jesus, der ist nicht wert, sein Jünger zu sein. Und das ist, was er uns in Lukas Kapitel 14 lehrt hat. Wenn die dein eigenes Leben wichtiger ist als Jesus, dann ist das allmählich ein Kind Gottes zu sein. Wenn ich mich selbst wichtiger sehe, wenn meine Familie mir wichtiger ist, wenn meine Freunde mir wichtiger sind, oder wenn dem, was ich mir angeschafft habe, mir wichtiger ist, das trennt mich von Jesus. Der Schreiber von Hebräerbrief, der redet uns von den Vorvätern, weil die im Glauben gelebt haben. Und dann sagt er in Hebräer 11, 13, bis 16, diese sind alle im Glauben gestorben und haben nicht geschrien, was an versprochen wird. Sie haben dort mal von weit auf kommen sein. Sie werden sich dort über sicher und freuen sich und bekannte, dass sie hier auf ihr mal fremde Durchwanderer werden. Wenn sie das so sagen, geben sie an zu verstehen, dass sie ein Vaterland sehen. Wenn sie dabei dort Land gemeint haben, wo sie Rütje tragen werden, hadden je zij alleen het je had te tragen. Zij hadden aber ein Verlangen.
noch was Betret. Dort ist noch ein himmlisches Land. Deswegen schämt Gott sich nicht, Gott seine in Heuhaft an eine Stadt gebüht. Das in Bezug auf der Verfuder, was der Schreiber hier merkt, der betreibt sich auf die ganze Glaubensangelegenheit, weil die vom Glauben gedreven worden sind, ihr Leben zu führen. Und doch in manchen Eeuwen haben sie nicht erregt, was an versprochen wird. Aber alles, was uit ihre Poren uitprassen deed, is dat du binnen een geraterd verlangen is als nog dat wat op de eerd existeren kan. Dat heeft meer als dat wat we hier op deze eerd zijn kunnen. Dat heeft wat schijnert als dat wat we hier op deze eerd leven kunnen. Wanneer we verkomen moeten wel verheven, wie schijnt dat leven hier op deze eerd is. Doch wer gelooft dat dat leven hier schijner is als dat jemals wo zijn kan ik me zo voorstellen wo Jesus zu dem zei, is dat niet wird, mijn kind te zijn. Weet hij heeft wat beter versproken. Hij heeft wat beter eruit gemerkt. Wanneer ik deze Bibelstelle zo lees, dan merkt me dat zijn, dat Jesus ons in Lukas leert, dat ons niets en dat jij moet je leven wichtiger zijn zal als hij. Als hem. Niets. Alles wat ons kan wichtig zijn, is niet imstand zoveel genoeg op te brengen, omdat we kunnen geraad worden. China. Der einzige, der uns raden kann, ist Jesus. So wer einen zweiten wichtiger nimmt als arm, kann das nicht beanspruchen. Da wir an Jesus glauben, dass er der einzige ist, der uns mit Gott versöhnen kann, der haben nur Gott seine Verheißungen nur eine bessere stehen in der Zukunft, als die das hier auf diese Erde jaft. Und wird das uns das dann noch schwor, wann wir denken, dass wir ein Tag von dieser Erde ans Tranen worden moeten? Du kommt der Tag, wo wir von dieser Erde getrennt worden. Oder besser gesagt, wo wir teirrt worden und nicht mehr existieren worden. Als Menschen. Wir können uns nu über entscheiden, auf mit Christus oder auf ohne Christus. Wer dort mit Christus tät, der hat nichts zu sagen. Der kann sich darauf verlassen, dass in den Momenten, wo wir nicht kennen, wird Jesus uns durchdrehen. Der Preis Jesus nur zu fallen, der ist kein einfacher Preis. Und das, woran Jesus sagt, Evalei die dort. Evalei die dort. Merkt ihnen Kostenvoranschlag, euer die anfangs zu bühen. Evalei die dort, auf die Jesus nur fallen was oder nicht. Das sei nicht ich. Du bist eingeladen, Jesus nur zu fallen. Aber rechnen damit, dass das was kosten wird. Jesus nur fallen, das hat seinen Preis. Aber das hat auch seine Belohnung. Die Belohnung hat er uns für heute und die wird keiner uns uit de Hand kleben können. Keiner. Die hat er uns für heute. Bloß er sagt, in sein Vater, sein Reich, ist der Janja, der seine Hand am Plüch lässt und noch hingekriegt, nicht würdig zu sein. Lukas Kapitel 9, Vers 22. Und wie viele Menschen, so wie immer waren, sind bereit, Jesus den Riemen zu drehen, wann die Umstände erst komplizierter wurden?
wo er immer noch war, da geduldig mit uns ist. En wacht erop dat wie dat waarhoofdje erkennen zal. Dat is wat betert, wat hij ons versproken heeft. Maar dat is voor die dran blijven. Die zich dran houden. Paulus formuliert dat zo in 2. Korinther Kapitel 4, Vers 5 und 8, wo er sagt, Gott selbst übermerkt uns für dit Reid. En heeft ons al seinen Geist als Antoling gegeven. Door wegen blijven je tröst. Wie weiter, solange als wir in diesem Körper leben, dann sind wir noch nicht thuis beim Herrn angekommen. Dann ist noch was für uns. Dann ist noch was betert, was meine Ehe noch niemals gesehen haben. Für mich. Dann sagt Vers 7, wir leben noch in der Zeit, wo wir leben. Und noch nicht in der Zeit, wo wir sein. Wir sind über ganz getröst, wie wurde viel Leute an unseren Körper verloren und thuis beim Herrn sein. Wir hier wollen uns dort sein, in der Zeit leben, wo wir sein können. Wir schwor es uns, dass immer war das wirklich dich Leute und Jesus, wann wir nicht was sein. Wir mochten doch mal eine ganz spezielle Portion erleben, omdat wir Leute kennen. Wir mochten doch mal ein Wunder sein, omdat wir Leute kennen. Doch Paulus fordert uns ab, wir sind von der noch in der Zeit, wo wir im Leben leben und wir seien nicht. Wir seien nicht dort, was er uns ein Tag wiesen wird. Aber wir leben daran. Wir leben daran, dort für uns mehr Licht als dort, was unsere EU von der gesehen haben. So der war ich. Nur das verheitene Land, wo Jesus uns han leidet dat, durch seinem Wut, durch all die Schilder, was er uns abgestellt hat, was Wegweiser sind für uns, der ist nicht problemlos. Der ist nicht ohne Opferbereitschaft. Der ist nicht ohne eine Bereitschaft von uns, einen Preis zu zahlen. Er fordert uns ab. Wer nicht loslassen kann, der kann auch nicht nehmen. Wer den Kuchen nicht in der Erde leihen kann, der kann auch nicht ernten. Wer nicht sterben will, der kann nicht leben. Das ist die Voraussetzung. Er sagt, verliere dich selbst. Nimm den Schritt ab die und fall mir nur. Die Verheitung sagt, Lukas Kapitel 18, 29, ich sage ihnen wahrhaftig, du hast nicht einer im Gottesreich halben, du hast nicht einer, der am Gottesreich halben Hüs ältere Brüder oder früher oder 10 Jahre verloren hat, der dort nicht all in dit Leben treten wird in der Zukunft, dass wir leben. Das ist die Verheitung. Die Verheitung bleibt fast. Für all die an am leben und die nicht zweifeln wollen. Wer läuft, wird schreien. So als die gelebt hat. Leider Tauhira. Ich lade die von der an, unseren Blick auf dem zu richten, was für die Ewigkeit sinnhaft. Wenn wir unseren Blick auf dem richten, was für die Ewigkeit wird hat, dann werden viele Nebensachen von uns und wird verlieren. Die wollen nicht dort sein, was die gewasst sind. Woran? Weil Jesus uns wichtig wird. Jesus wird Gerater in uns. Und dort, was wir selbst sind, und dort, was um uns herum ist, dort verlässt und wird. Weil Jesus der Einzige ist, der uns durchdrehen kann.
Jesus der Einzige ist, der uns raden kann. Der Preis kann hoch sein, aber der wird niemals höher sein, als der, dem du en ik tolle worden kennen. Waarom kan ik dat zeggen? De Bibel sagt in 1. Korinther Kapitel 10, Vers 13b. Gott ist treu. En hij wordt dat niet toelaten, dat je schwander verzacht worden, als die Kraft hebben. Hij kijkt nur jent. Hij kijkt nur ons. Hij is interessiert aan ons en hij wordt ons niet schwanderd toekomen laten, als wat wij waren imstand zijn, daar te drijven. Hij wordt voor een wegzarie uit de verzekering uit te komen, zodat je dat verdrijven kan. Dat eng wat voor ons wordt zijn, wanneer wij dran blijven, dat wordt ziek zijn. Dat wordt leven zijn. De genade, je raad te worden, die reikt toe. Doch Gott heeft die en mij verantwoording übergeeft. En hij leert er nu dat we de ernsthaft verarm uitleven. Wanneer we onze hand om plicht gelegd hebben, dan willen we nog verder kijken. Willen we plegen, willen we dem akker uitmerken, willen we zo dit zeggen, aber willen we niet ons van de omstanden afleiden laten en entmuiten laten. Ik mocht met die tijd beden, wat hij hier aan Jezus Christus zingen noemen. We verkommen sei wir uns in dem, dat wir sehr wahrscheinlich unter die Staub nun kommen, anwürdig zu sein, ein Kind Gottes zu sein. Woran? Wir Völker sind uns Sachen sehr, sehr wichtig. Die uns das Leben schwer merken, wann die nicht so ran aus wie die Leute das der ran sollen. Wozu du uns aber abfahrst, alles, was uns wichtig soll sein, bist du. Dat andere sind alles Nebensachen, die mit der Zeit in der Vergangenheit verloren gegangen waren. Dat Einzige, was bestehen bleibt, bist du. En die huilen worden met die in Ewigkeit te blijven kennen. Du bist so groot aan genade. En die genade is zo groot dat hij ons die woord heeft toekomen laten worden en die ons leren is. En ik bid die Heer dat u ons helpen moest. Dat we ons een blik op dem rechten kunnen wat voor de Ewigkeit zijn heeft. Wat voor de Ewigkeit wird is. Wat voor die in die eeuwen wird is. En dat wat in ons als mensen wird heeft. Wenn ja wir kriegen können, dass du in uns mehr wird kriegen kannst. So als Johannes das sieht. Dat is dran, dat ik slander word. En du gerade. Herr Jesus, laat dat ons leven te dienen ihr in Verherrlichung sein kann. Und ja, all die Menschen, die noch nicht kennen, eine Anspornung sein können, dass die den Weg nur die finden können. Schenkt, dass wir nicht feige sind und dass wir unsere Abgut, die du uns anvertraut hast, mit Frieden annehmen können und ausführen können und die zu ihren Verherrlichung leben können. Jesus singen. Amen.